Hey Friedhelm, wir sind da. Mann, wo ist die Höhle? Du gehst voraus, Radiesli. Da war es, hinter diesen Büschen. Der Friedhelm hat seine Schaufeln weggerührt und hat sich auf die Büsche gestützt. Er hat sie auseinandergebogen und seinen Kopf durch die Spalten gestreckt. Ich sehe hier gar nichts. Zeig mal, kein Wunder, da gibt's gar nichts zu sehen, ausser ein paar Spinnweben. Der Karsten hat den Basti aufs weiche Moos gesetzt und ist selber schauen. Tatsächlich. Nichts war mehr herum. Nur beim genauen Hinschauen hat man noch ein Stückchen Stoff gesehen, wo das Baby und der Teddy drauf gesessen sind. Er hat das Fätzchen aufgelesen und hat den anderen hinein wollen. Aber ist wieder einmal mehr über die Steine gestolpert. Fast wäre er mit der Nase drauf gelandet. Und dann hat er gemeint, er träume. Hat es echt wirklich einen Schatz gegeben? Er hat sie aufgelesen, hat den Basti auf den Arm genommen und ist losgerannt. Die 3 anderen haben schon gewartet. Hast du uns einen Bär aufgebunden, oder was? Habe ich nicht. Das Baby und der Teddy sind wirklich da gewesen. Ehrlich. Da den fetzen Stoff habe ich gefunden. Zeig mal. Diesen Lumpen hast du dann noch jemand gefunden. Komm, erzähl mir lieber, wo das Baby und der Teddy sind. Weiss ich doch nicht. Haben sie sich in Luft aufgelöst? Jetzt lass mal das Radiesli ausreden. Der Karsten hat fast keine Luft mehr bekommen. So ausser Schnauf war er. Also hat er das, was er schon die ganze Zeit krampfhaft festgehebt hat, dem Kalle unter die Nase gekippt. Mensch, Radiesli, ist die echt? So cool, eine Münze. Ist die in der Höhle gelegen? Ja, nur ein paar Meter vom Eingang weg. Die gehört bestimmt zum Schatz. Vielleicht finden wir ja noch mehr. Die ist schwer. Hey, Wahnsinn, die ist aus Gold, so wie die glänzt. Steht auch etwas drauf? Ja, warte mal. 1912 und ein eingeritteter Buchstabe, ein E oder F, glaube ich. 1912? Die ist ja viel älter als die Schatzkarte. Wenn das eine Kreuz auf der Karte sollte die Höhle anzeigen und das andere bedeutet, dass dort der Schatz vergraben ist, warum liegt dann die Münze vor der Höhle? Jetzt haben sie einen Haufen Rätsel zum Lösen gehabt. Die Münze, das Baby und der Teddy, die verschwunden sind. Sie haben sich den Kopf darüber zerbrochen, sie haben die Karten einmal gründlich studiert, sind den Weg abgelaufen, haben sich anhand der Kreuz orientiert, bis sie schliesslich am Waldrand, am Ende vom Weg, wo der Karsten und Steffi gewohnt haben, rausgekommen sind. Jetzt sind nur noch Zahlen übrig. 90 Schritte geradeaus und 20 Schritte nach rechts. Und schon ist sie losgelaufen. Plötzlich ist sie wieder stehen geblieben und hat den Karsten am Ärmel gezupft. Weisst du, wo unser Schatz liegt? Nein, wieso auch? Mann, warum kommen die nicht? Kommt hier an. Da stimmt etwas nicht. Seht ihr das Haus dort hinten? Ja, natürlich. Das ist das Haus von der Frau Duppe.